schönen guten Abend. Ich begrüße Jamaika alle bitte ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Balla Balla, der 15-Minuten-Talk. An mein heutiger Gast ist den Kamil Ney. Schönen guten Abend, Kamil. Guten Abend, Leo. Kamil, du warst ja schon, wie soll ich das sagen, also Lützburg im Medien-Urgestein. Kann ich das so bezeichnen? Mal okay, ich fühle mich nach gut. Ich wollte nicht so, nee, Kamil, nee, ich weiß auch, wie wir junge Musik. Ja. Dass du das dann auch so jung kennst. Eben, Medienhalle jung. Nee, ich will das schon auf den Erbest zurückgeführt. Weil ich kann mich erinnern, da muss er der 80er Jahre gewesen sein. Da mir schon am Leben beginnt. Ja. Die nächste Jahr, 25 Jahre effektiv, dass ich an den Medien irgendwie aktiv sind. 87 wurde du gefangen bei RFM, kannst du dich erinnern, du mir ist dann noch kennengelernt. Ja. Und das war ganz lustig, weil ich finde, dass ich studiert zu Louvain. Ja. Und ich hatte ein bisschen am Sommer, nächste zu denen sind ich plötzlich gekommen und da sind ich über der Straße gefahren, damals war den RFM. Ich von diesem Piratensender auf der Straße. Und ich weiß nach Haut nicht viel wert, aber ich hatte einfach den Zug für da ranzugehen. Sind ich dann da rangegangen und der Roy Peter, der Kollege von den hat Sendung. Und so geschwärzt, wo kannst du dann hier, bist du dann hier? Und ich gesagt, wir sind zu Louvain auf der Uni, oh, das ist interessant, setz dich mal da hin. Und den RFM, das war ja labere Radio die Zeit. Ja, doch, das hat ganz viel gelauscht. Hat ganz viel gelauscht, das ging das. Und dann habe ich mich da gesehen und mich gefragt, wie ist es dann zu Louvain? Und dann habe ich ein bisschen gezählt, von der 24 Heures und so viel und so weiter. Und ich musste dem Roy nach Haut merci so, weil hier war er sich den damals gesagt hat, so, den Stimmen, die ist mir gar nicht so schlecht, komm mal nur ein Kehr rum. Das ist Roy ist von denen, die ich am Anfang noch nicht entdeckt hat, mit denen der Funken. Ja, den auf alle Fall dafür gesucht hat, dass ich durch und den Tag drüber rumgekommen bin und du war wieder der Meer, wenn DAX war krank. Aha. Aber was müsste lo musst du senden. Du kannst direkt senden. Und ich kann da so in das Radio mit der Hand gemerkt, die Zeit mit Placken aufgelöst und Placken gesprungen sind, zum Beruf geholt, du singen, du zu Null, so die Moment muss ich gleich noch do. Das war wirklich Pionierzeit vom Radio und ich habe Sendung gemacht. Ich so ganz ehrlich, Leo, wenn ich die Kassette von dem uns lauscht, da schumme ich mich nach Haut, weil ich so immer, wie war das möglich? Es war gut, weil du konntest an der Zeit dem Radio, viel von denen findest du Haut nach auf der Radio und Televisionsstationen. Du kannst den ersten Schritt machen, ohne dass ein Mensch direkt Basematter geht. Du kannst mal einen Fehler machen, die geht direkt verziehen. Und das gut dabei war, dass der Sprang bricht, auch weil auch Stationen wie RTL, wie DNR aufmerksam waren. Die aufmerksam, weil es auch viel gelauscht hat. Die Leute hatten ja bestimmten Bekanntheitsgrad schon, wie den RFM zu Graf gedrogen. Also das ist richtig zu Graf gedrogen, kann ich mich erinnern, so symbolisch. Du hast noch gemerkt, wie gut dass den Radio sich bei den Leuten gekommen ist. Das war so ein bisschen ein anderes Radio, das nicht so 0815 Programm gemacht hat. Dann sind da viel effektiv, die mit mobilisiert wären, wie die Polizei CSE gemacht hat, wo sie noch Solidarität gewesen hat. Aber du sind nicht als ich zurückgefahren auf Louvain und ich mir so Gedanken gemacht und ich mir gesagt, wie ist der Wert? Droit ist einfach eine relativ drische Matière, ich wollte auf Code plädieren. Ich habe gesagt, wie wäre der Wanski Journalismus? Man ich mich renseigniert, da konnte ich all meine Fächer umgerechnet. Und du siehst, als ich nur der Experience RFM hin gewechselt und ich Journalismus studiert, fertig gemacht, Schule komme ich rum. Dann hatte ich aber nicht direkt einen Platz gekriegt, du warst mal Conseiller parlementaire an der Chambre und ich war Freelance im RTL. Die Zeit und ich mit das Trittparat gemacht, Chartbreaker und das das nachgegeben. Und dann war aber kein Platz bei RTL. Ne? Und du kommst den Mann vom DNR, demals, wie wäre es dann? Das war 92, wie das neue Mediengesetz. Du kannst mich erinnern, du hast mich schon geinterviewt. Ja. Ich habe 20 auf 7 über Telefon. Ja, das kann sein. Auf alle Fall haben wir die Zeit mit null angefangen. Das war auch interessant. Ich meine, den DNR aufzubauen, demals neue Leute sich ein riesiges Casting gemacht mit 300-400 Leuten. Ja, und das war eine Experienz, die ich 5 Jahre gemacht habe und die ich auch nicht will missen. Es war eine schöne Zeit, es war eine andere Radiostruktur, wie das bei RTL der Fall war. Es war für allem etwas ein riesen gewusst. Du wusstest nicht, was sind die Frequenzen wert, du wusstest mal, dass sie nicht viel gedacht haben, weil viele Leute überhaupt die Programme an anderen Programmen wie Eldoradio, Latina und auch nicht konnten kreieren. Ja, 1997 sind ich bei RTL zurückgegangen, also wo ich wieder just Freelance war, wo ich dann bei IP gegangen bin, Publizitätsregie. Du warst für 97 bei IP, also ich für die ganze Wolle von den Publi-Reportagen zuständig. Das heißt, wir haben damals gesagt,
Das schwéier wann du als Animateur muss dat eent an der Dänner me. Du kann dann immer reprochéiert gin, du gist dat kommerziell mat den perschen Interesse vermischen an du immer gesot mat trennen dat. Wilt sie nicht dann so den Harry Hirsch vom kommerzielle Journalismus an RTL mischt er sein Programm normal an mir bei der Regie von RTL bei IPG. Weil ich fand, dass dein Job, also ich heißt du bedauernd, ich habe Lützeburg gesagt, dein Job ist auch oft ganz hart, weil ich sehe oft, dass ich mal an einer Galerie sehe, da warst du durch schon von mittags 12 Uhr bis an den späten noch mittags. Ich meine, das ist mir wie ein Kerl am Jahr. Ja, mir ist immer quasi, also sagen, ja. Die Reesgeschichte und so, da ist vielleicht ein bisschen wie die Flotzeit von der Geschichte, du warst auch viel an den Centre kommerziellen. Ja, ich meine, so Animationen, ich soll immer an die Deviesmengen, ich gilt für jedereen, für dich, für mich, für jedereen, auch von den Leuten, die also nur gucken, wenn es der App ist, gerne ist. Da möchten doch meistens gut, und dann ist keine Stunde zu früh und zu spät. Und das ist eigentlich der Fall, das flott war 97, wie ich bei RTL zurückgekommen bin, habe ich immer ein bisschen die Carte Blanche gelesen. Und 3 Emissionen habe ich dann überholt, weil ich gerne hatte, immer den Sektor, als ja flott, ich meine, Oprese kannst du vieles erleben, und das dann noch zielen, und leider ab die Truppe, das wäre flotter Sport. Ich bin ein Fußballgag. Du bist der Kommentar für RTL Fernsehen. Ich habe natürlich meine Nationalequipe, enger, ja, das ist ja mittlerweile schon, und dann Champions League von der Nico nicht durch, sind so ein bisschen. Ich denke, stimmt, als am Anfang, stimmt, kennen die Leute, kennen sich von der Gesicht, kennen sie von, wann es Animationen ist durch. Wieso der Tele, das wäre nie so dein Zug. Ich hatte immer das Radio lieber. Ganz einfach, weil das Radio ist ein bisschen mehr subtil als Media. Wenn das Bild, wenn die Leute gucken, nicht wie, da gibt es dadurch die Stimme, die Person nicht wie 4 stellen. Das ist auch flott als Radio als Animateur, ist Leute im Telefon, stellt es nicht wie 4. Und die Stimme selber als Vektor für und Leute zu kommen. Der Tele, also ich das, was du auch heim musst, das an engem Sinn immens so dankbar, weil Tele ganz objektive Media ist. Die Leute gesehen alles. Wenn du Flag auf deinem Meer musst, die Leute gesehen. Ich gesehen, okay, nee, du hast Chance. Aber wenn der Mensch kadriert, ob das ein Foto ist, ob das ein Bild ist, dann meint Leute sich ein Bild von das. Also das ganze Buch lesen. Voilà. Da brauchst du den Bergmann nicht abzutun und sie meinen sich eine Meinung von da. Und das ist an sich das undankbar. Das ist schön. Champions League verdrohen und dann präpariere ich mich 3-4 Tage. Ich frage immer Rosemann, wenn ich bis 12 Uhr beim Computer sitze. Ich will da wirklich alle Spieler kennen, die ganzen Historik, Statistiken vom Match. Und dann gehe ich die Woche drüber nach Leute und da sagen sie mal so, ich habe geguckt, Champions League, das war ganz gut. Mir so, dein Hirn, du beim Paltung, ich hätte da vielleicht nicht. Das ist da, wer ist das nicht? Ich gucke die Leute just, da müsste also einen Hund, den ich doch an der Bereit echt wie einen Fußball kennt. Camilo kommen natürlich ganz andere Sachen. Und das verstehe ich auch, weil in den Lo, du bist dann seriös Journalismus ist seriös, das mit ganz viel Arbeit verbunden. Mit allen Menschen auch etwas für sich zu defolieren. Ja? Und wenn ich die Sache richtig so analysiert habe, dann ist das auch natürlich etwas mit See zu tun, mit Schifffahrt zu tun. Du bist Matros. Mein zweites Leben sind ich Matros, ja. Das ist so eine Passion von mir gewesen, nach immer, ich habe immer gerne gesungen, ich war auch Disc-Jockey an der Zeit, ich hatte immer gerne Musik, also obwohl ich nie Solfège gemacht habe, ich habe nie ein Instrument gespielt. Ich habe immer gerne gesungen. Mit Bass sind wir an der Zeit immer an die Galerie Konsen rangegangen, haben wir da Karaoke gesungen, wenn nie ein Mensch tut, wir konnten doch nie einen Mensch weiter an den Ohren, voilà. Und wir haben das immer schrecklich gerne gemacht, dass wir Ball anrufen, da hängen. Du stehst auf einer von den ominösen 25 Page quasi, denke ich, beim Kantwärm, am Lenze Gilbert, am anderen, und immer gesagt, die Page quasi, ihr könnt ja so gut bei den Leuten als eine Institution zu Lützeburg, die hat nach kein Lied. Und ich habe das so matt geholt, und da habe ich mir gedacht, effektiv, so ein Lied für die Page quasi, das wäre das. Und der WBGender kenne ich auch so lange wie du, nennt er, weil ich auch schon mehr erwähnt, das ist mein Kapitän. Der Kapitän, ja. Das wird sich aber dünner registrieren. Du hast keine Möglichkeit für aufzusteigen. Nein, ich meine nicht. Also, ein du singen Posten, ja. Ich bin aber auch zufrieden damit. Also, mein Gott, ich muss noch eins mit der Pai schwätzen, da gehen wir reden. Du sind wir dann ein bisschen an die Küste gegangen, und hier hat ein Lied schon länger rausgebracht, «Lo geht das Last Hell an den Himmel». Und ich finde das Lied immer immens flott von. Hier hat er ein
kleine Krise zu Rümmling rausbrücht, CD war direkt vergraben worden, das war alles schön. Und ich gedacht, wie ist der Wert? Komm mal in das Lied, schreiben es und wollen das mal der Pechstraße. Und wir das gemerkt. Und wir waren selber überrascht, ganz schiff, Tennant geschaut. Alles matt gemacht, und quasi rüber waren sie gesagt, du musst aber nach etwas machen. Und das Jahr, da werden andere Palme, und hört denn dort das rote Pferd. Das ist ja Lieder, der Tannenunternehmen, das dann auch bestanden wird, weil die immer arrangiert hat den Webergender. Es war ein Kollege von Webergender, den Albin Rasch, der mittlerweile leider gestorben ist, den hat er auf Deutsch rausgebracht. Pferd, das so voilà, ein Text zu mir daneben auf Pech quasi umgeschrieben. Auch den Albin hat er sich mit dem Lied nie den riesen Succès. Ich gebe aber meinen, dass das Lied mittlerweile aber schon, wenn man so guckt, was zuerst dann noch im Fußball, lass es eine Institution zu Lützeburg für Stimmung zu machen. So. Und du kommst eben das rote Pferd, du sitzt mein Pferd schon zusammen, weißt du das, kommen wir durch also der rosa Hü. Andere Männer so ein intellektuell ja noch nicht ganz heiß gegraft, das auch nicht als Nussspruch. Wir wollen Spaß vermitteln, wir wollen Leute zu Tanzen bringen, das ist für Sektor, die im Moment ganz schlecht besetzt ist, zuletzt zum Beispiel herrlich Rock, Pop, Rap, viel mehr wie so in der Zeit. Aber Zanta de Faust die Männer mischt, drei sagen das nicht mehr, dass an dem Sektor leider auch keine Pützerin Personen, die ich mens geschärft und an alle Hinsichten leider ohne mich do. Hier hat man mit Faber Schmarking herrlich CD gemacht. Und ja, sodass mir an sich da ein bisschen wie den Nobelings an Tippe gefallen sind, dass man gesagt hat, vielleicht mehr mal nach, dass du hast wir hätten das gerne, wir geben gerne Lützeburger Stecker, sangen, tanzen und so weiter. Ja, dann hat mir auch Blut gelegt und dann haben wir gesagt, das ist gut, da kommen wir mehr, das mal nach weiter. Geht das auch nur so Sinn noch nach Plank do, nach für einer Stecker, das ist die Kapitän am Matrosengeschichte bleibt bestehen. Wir sind noch bei der 6. CD. Wir haben 33 Stecker. Wir sind am Moment am Gang, als vorzustellen, wie wir überhaupt weiterfahren. Weil erstens ist es im Moment schön, soll ich auch so pell, wenn man schön ist. Die andere Manier siehst du, das macht Spaß, kann man ein bisschen mehr das nicht auch immens anstrengend. Weil als eine Hemmung, dass die vor sind. Ich verstehe, die Menschen vom Schluss, dass der vor sind, für den Hemmung. Ja. Kamil, ja. Baller aus den 15 Minuten. So wie ich hier mir kennt ihr wirklich aus den 15 Minuten Tag könnt ihr mir jetzt mehr wahrscheinlich. Ja, das gefällt mir. Ja, du hast gleich zu trinken. Ja, ich wollte schon noch du warst den zweitletzten Gast für das Staffel. Den nächsten Monat, den Juli, schließen wir als zweite Staffel dann für dann am November anzufangen mit dieser dritten Staffel. Und kann mir natürlich immens froh gewesen, dass du hingekommen warst bei uns an den Baller 15 Minuten Tag an Schule, dass du wahrscheinlich an den nächsten Jahren. Weil ich habe noch mal eine Doppel, weil ich fand das schon richtig gefangen war, und das ist der zweite Jahr, wie gesagt, dann. Wie warst du an den Baller kommen? Das ist eine andere Geschichte, kann mir Zeit ausrufen. Nee, ich habe gerade gedacht, ich könnte ja vielleicht eine Musik drauf machen. Zeit ausrufen, das könnte eine andere Baller. Kann man nicht so Rest, dass du kommen warst. Merci, Leo, das war schön. Und ich möchte merci, dass du nur geguckt hast. Und mir gesagt, ich habe von der Tisch Baller den 15 Minuten Tag. Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe zur Baller 15 Minuten Tag. An mein Gast von Haut aus den Geringeren wie den Matti Krings. Ja, toll, Leo, der erste Mal Kompliment, also einen ganz flotten Indikativ dazu. Ja, ja. Ich bin bald sitzen geblieben, ich wollte schon tanzen.
Du kannst nicht, aber du Franke, du kannst aus der. Ah, jo, hey, Voilà. Musiker sind immer gut. Voilà. So, du müsst nach Lützeburg am Telegram. Am Telegram. Am Telegram, ja. Wie dürfen was du nicht bei uns? Ja. Nee. Also, das ist sicher. Nee, am Telekom, weißt du, das mache ich schon ganz lang. Ja. Ich habe 97 Menge nicht, bis 2 habe ich Kannerseite gemacht. Und dann nur die Kolumne. Und das lebt auch schon nochmal etliche Jahre. Und das fragen die Leute immer, wieso fällt der immer noch etwas an? Das so nicht, weil die so viel Topischkeiten machen am Fernsehen. Fernsehen, geh mal zurück auf Radio. Ja. Du kannst ja deiner Zeit, wie nie warst du kommst bei Radio? 74. 74. In die Güllenzeit. An der Güllenzeit. In die Güllenzeit, erste Mal. Der Frank Elstner war noch Chef und der Gust Gras. Ja. Das waren 2 Superchefen. Ja. Und 74 war die Welt auch noch in Ordnung bei Radio Lützeburg. Ja. Das war die Großzeit. Aber, und da ist es losgegangen, wir hatten die Schädel-Löwe-Verleihung und 77 haben wir 20 Jahre gefeiert. Muss ich auch Datei dabei so, an der Zeit, das ist für Hautlo die Leute, die jungen Leute, die jungen Generationen, die können sich da noch gar nicht vorstellen. Nee, Steinzeit. RTL, Radio Lützeburg oder die fröhlichen Wellen. Ja. Das wäre so an den Familien daheim, wo dann durch E-Fernsehen. Ja. Und dann hat den ersten Deutschen gekriegt, den Lützeburger französischen Sender gekriegt. Voilà. Du hast dann École Buissonnière an Nachrichten gekommen und dann, wie gesagt, die meisten Lützeburger, die hat den ARD geguckt. Ja. Und du bist mal eines Tages kommt den CDF, weil ich kann mich erinnern, ich hatte, als wir die Gruppe gucken kommen, das war etwas Besonderes. Oh, jo. Aber was wirklich permanent an all Haushalt war, das war auch nicht Lützeburg-sprachige Radio, sogenannte UKW, die wird schon nicht immer permanent gesagt. Das war den deutschen sprachlichen Ganz Radio. richtig. Es war kein Radio, es war ein Lebensmittel. Lebensmittel. Die Leute haben beispielsweise, wir hatten eine schöne Zeitschrift gemacht, 77 für 20-jährig. Da war ein Bild dran, die Leute im Weinberg für die Metti mit der Hörergrußlotterie. Ja, überlege mal, wen hält haut noch extra ein Radiomat für eine bestimmte Sendung zu hören? Nee, das ist rüber. Das war wirklich in dem Sinn, wo das Wort Kult noch gar nicht existiert hat. Es war aber Kult. Und vor allen Dingen, das war bei uns immens gut, weil der Frank ist ein Kreative, selber gewirrscht. Das war ein Chef, den selber gemacht hat. Verstehst du? Ja, und gibt ja immer die Chefs, weißt du, die vom Grünen. Der Frank wusste ganz genau, dem konntest du auch nicht viel machen. Verstehst du? Den hat er jetzt selber gemacht. Und die Zeit war immens. Und wir haben damals noch die Placke gekriegt von den Firmen. Haut gehen sie schon die CD kaufen. Nee, schon CD nicht, wie sie kriegen Fischchen geschickt. Und sie sind gekommen. Und sie sind gekommen. Sie haben, Udo Jürgens musste für uns 20 Moderatoren im Golden Club, haben sie ein weißes Klavier hingestellt. Und dann musste für uns allein sein LP 4 spielen. Oder der Wecker ist gekommen, hat 4 gespielt. Nur für Eis. Den ganzen Abend im Saint-Michel habe ich einem Manfred Mann gesessen. Mit dem Rotwein gedruckt. Manfred Mann Band, Wahnsinnsband. Haut denke ich immer noch, meine Güte. Warum haben wir kein Foto gemacht? Die hat ja auch ein Zuhörer gehabt, die hat nicht Lützeburg, wir waren da so produziert. Alles, was deutschsprachig war, das auf UKW, das auf Langwellen, kurz, das überall, ganz Europa. Aber Leo, ich verstehe nicht. Wir haben die Westfalenhall mit 16.000 Leuten voll gekriegt. Und die Leute haben es ja nicht per UKW hören. Nee. Ob Mittelwelle oder ob Kurzwelle. So haut man zum Kant, was ist Kurzwelle? Papa schwätzt vom Krieg. Nee, was das bei Facebook und Twitter. Ja, das ist so. Es war eine ganz andere Medienwelt. Und wir hatten ganz immens viel Freiheit. Wir konnten, solange es gut war, es machen. Verstehst du? Es war kein Papaya dazwischen. Du hast auch kein Papaya gehört. Nee. Du hast frei schwätzen müssen und war ein immens Schul. Ja. Weißt du hast natürlich den Eltern, den hatte ich in Kaltwasser geschmissen. Wenn das nicht funktioniert hat, warst du raus. Es waren viele Kollegen, kommen und gehen. Ich habe zusammen im selben Monat angefangen wie der Rainer Holbe
und den Schröter, den Nachrichtensprecher. Das war interessant. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja Konkurrenz. Hey. Und viele andere, die in dem Moment auch da waren, die sind nicht geblieben. Du hast gesagt, vom Karl Wasser, ich denke, du Desiree Nussbusch. Ja. Das ist ein besseres Beispiel, kann man nicht kennen. Nee. Was war Desiree? Eine Schülerin. 12 Jahre steht da 4 und dann nicht Lauber machen. Ja, wunderbar. Ja, Talent setzt sich durch. Ja, das Talent, der Frank Elster hat das erkannt. Ja. Kommt sein Job nach. War das Job dann noch viel. Absolut. Eine Zeit, wo Kreativität wirklich nach belohnt ging. Ja. Eine Zeit, wo die Leute ihre Idee konnten. Dem Chef hier wo der Chef nicht gesagt hat, als Konkurrenz das vielleicht besser wie meine Idee. Leo, nicht ganz so. Voilà. Wir hatten als Montagskonferenz. Oh, du hast am Sonntagabend noch gedacht, der Frank, weißt du, der konnte ja dann so in die Ferne gucken, so, ich mache ihn mal gerade. Frank Elster, der konnte, hat ihn da in der Ecke geguckt und dann ist er bis kommen. Oh, Mama. Kommen Sie nachher mal in mein Büro. Auf jeden Fall, hin hat ja auch oft gelauscht. Also da hätte man jetzt nicht die Zeit, ich könnte Anekdoten erzählen. Hast du selber auch oft der Radio gelauscht? Also überhaupt, wo dir eine Sendungen gelauscht hat, oder sie dann immer noch, oder war der so beschäftigt mit der Arbeit, dass er keine Zeit hat? Nee, pass mal auf, der Gemengarbeiter mit der Chip, die geht auch nicht am anderen Tag gucken, wenn er frei hat, was der andere mich. Nee, natürlich, du hast es immer, wenn du in den Sender gefahren bist, hast du gehört, und wenn du weggefahren bist. Und das andere, das war, ja gut, d'accord, das hast du auch schon mal gehört. Aber ich habe mal immer ein Ventil gehabt. Ich habe ganz viel klassische Musik gehört. Und habe ja auch selber Jazz gemacht und Rockmusik gemacht. Das als Ventil. Du kannst nicht alltag Pudding essen. Nee. Verstehst du? Trauerst du ein bisschen der Zeit noch nach aber was denn soll ist eine andere Sache. Nee, ich so nicht. Ich bin immens froh, dabei gewesen zu sein. Mal im Leben zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Ich konnte mich entwickeln, ich konnte Fehler machen. Ich habe Freunde gefunden, bis heute ein Axel. Ja. Das ist auch der Petter von meiner Durchstadt. Ja. Also ganz immens. War das sind noch nach verschiedene Leute, die alle zu beschreiben sind? Ja, der Jochen zum Beispiel. Helga, ja, natürlich. Nach, ja. Helga habe ich noch 4 Gestern gemeldet. Ja. Zum Mama nach immer? Zum Mama oder viel gewusst. Der Rolf. Was ist das? Rolf? Oh, der Rolf ist weiß der Teufel, wo den aufgeblieben ist in Deutschland. Der ist beim WDR da gewesen und hat etwas ganz Braves gemacht. Hier war ja bei uns der Willen. Ja. Aber der war ganz brav. Björn Schimpf war nur beim... Ja, den ist nur in Hamburg. Du warst mal beim Radio, gib mir ganz kurz bei dem Fernsehen, das war ja auch du etwas, die hat schon mal einfach gesagt, lass mal Fernsehen, so wie ich es sage, du hast das ja auch, das war ein Abenteuer. Ich so nicht immer ganz wie das. Ich so nicht immer. Wenn die viel Suhe gehabt hätten, hätte mir keine Chance gehabt. Ja. Weil wir haben angefangen bei 0. Ja. Nur, wir hatten die Chance, die Chefs haben ja auch nicht gewusst, wie es geht. Ja. Kommt doch nicht so, du bist faul. Ja. Natürlich, du sagst, es mal Brust. Ja. Ja. So, willst du? Aber ja, so. Ich habe, pass mal auf, was viele Leute nicht wissen, gut, dass du mich fräst. Ja. Ich sehe ja Lützeburger. Ja. Ja, hoffentlich. Ja. Sind da 97. Ja. Und ich wundere nur den Moment durch, man nennt das private Verwerfungen. Ja. Auf der anderen Seite, für was bin ich da? Wo in Europa? In Europa, jo. Ja. Aber ich gucke von meinem Arbeitsfenster immer auf mein Ländchen. Ach. Und ich will auch nochmal zurück. Ja. Ich bin gerade dabei, wenn ein Häuschen oder Wohnung hat, was ich mal lesen kann, her der Mann. Guck. So. Ja. Das steht dann so normal. Also die Musik habe ich nicht geschrieben, das ist, fällt mir jetzt nicht in, aber der hier ist es vielleicht. Nur einen Text habe ich gemacht. Kleeft mir da den Dode, lostet Ston. Ich will zurück in Ländchen gehen. Ast wel doch schön an noch so groß, et gärderem Zeit. Ich geh zurück, egal wie weit. Et geht nicht nemmen eisklenk Land. Das aber überall interessant. Da reicht sie noch, wie jet für drehen. Ich will im Heim. Wann sie muss op den eigenen Bein. Nicht alles as sei perfekter, gut und noch nicht ganz gerecht. Doch bleiben noch Frohen,
das nimmer für zu sohn. Eisländchen ist doch nicht einmal so schlecht. Die Welt kenne ich lo durch und durch. Ich will zurück ob Letzeburg. Ich will am Ländchen sind. Du gehör nicht hin. Will ich Letzeburger sind. Bravo, Matti, und vielmals merci, dass du hier an den 15 Minuten Walla komm was. War schön. Ich dabei so nicht. Vielmals merci für nur gucken. Am nächsten Mal irgendwann mich Walla den 15 Minuten. Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich also für eine neue Ausführung von Balla, den 15-Minuten-Tag. Mein heutiger Gast, der bringt schon ein bisschen früher mal dran an das Studio. So nicht früher, ich gehe schon mal so einen Sommer. Schönen guten Abend, Mandy. Leo. Mandy, für dich, wie ich hier an diesem Studio redet habe, über dich, das war am Eve. Das war am Sommer, wie hier in war, für Klotte zu machen, also erste Staffel von der Sendung. Und dort habe ich Satz gesagt, den ich verhalen, ich immens flott fand. Du warst ganz jung und du warst mit deiner Freundin an sein Fotostudio gegangen. Und du sollten zu dir, aber wo hast du dich da ein bisschen verstopft? Ja. Und du warst dann noch direkt, vielleicht ein bisschen mit echt froh, zähl also ein bisschen aus der Zeit. Wie alt warst du überhaupt? Oh Mann, wie ich Yves die erste gesehen habe, war ich ungefähr 16. 16 Jahre? Ja, so just. Was war dann du warst mit der Freundin gegangen? Du hast auch von Lidl willst du die Freundin gedreht? Nee, gut, wir hatten am Anfang, wir war für erst den Geburtstag und du wolltest mal einen Flyer printen für den. Und hat ein Foto gemacht, den Yves. Weil er so mal kennengelernt. Du hast gesagt, du hast nichts vor Zeit, dann kannst du an den Relooking, du warst nach dem Mal. Ja. Und du warst dahin und ja, von denen haben wir zusammen geschafft. Du hast auch nicht gut Ambition, wie du hingegangen was für du entdeckt zu für Model zu gehen. Also, du hast auch keine Dinge für Model zu gehen. Nee, gut nicht. Aber wie bist du hier gegangen bei mir? Du hast nie gesagt, okay, das ist ein Gesicht, du hast ein Foto mit dir gemacht. Ja, wir haben den Relooking gemacht und immer so ein bisschen mehr Katalogen gemacht. Und ja, voilà, und dann habe ich besser kennengelernt und auch hier mit Mama und alles. Und du hast viel zusammen geschafft. Und du warst der Bemol irgendwann ein Kehr, du nicht mehr früher gegangen, aber du hast dich beworben bei der deutschen Casting-Show. Ich meine, du hast alle gut, das haben alle gut einfach voll, da letzte Woche. Ich meine, das hat ja auch du, aber auch der Bekanntheitsgrad gehen. Ich meine, darüber brauchen wir nicht viel zu schwätzen. Ich meine, das hast du vor allem in den Interviews erzählt. Das hat mich natürlich ganz stark interessiert, das ist, wie du rumkommst, was auf Lützeburg. Ich meine, du warst normal auf Schule gegangen, du hast den Freund, den Freund, und du warst ein Träger Lützeburg, du hast aber tolle Leute, ich kann, wie ist das und so verlernt, wie wirkt das dabei? Sowieso am Anfang konnte ich, wie ich eben in Deutschland war, die ich kenne, mit Germany's Next Topmodel, die waren immer so, weil die verlöscht, dass überhaupt Lützeburg Stadt gibt, so verfolge, weil die Stadt auch nie so geguckt und dann ja, voilà, wie ich rumgekommen sind, da war eben ganz anders. Erstens sind wir in die Schule gegangen, zweitens sind 100 Leute am Morgen gesagt, die ich noch nie gesehen habe. Du hast nie mal gesagt. Ja. Voilà. Das war cool. Aber ja, Lützburg ist das immer ein bisschen, weil das Land so klein ist und da könnt ihr rum, die ein bisschen bekannt ist, da sind die Halschen von den Leuten, die gönnen das, die anderen nicht, oder die anderen so, hat das so mega aufgehoben. Wie das weißt du ja mit Sicherheit nicht so wichtig gesehen, was die Kirche mega aufgehoben hast. Das ist auch du hast dich schon von du wahrscheinlich richtig mit dem Gedanken befasst, für den Beruf zu
zergreifen. Ja, weil mir war schon gesehen bei Germany's Next Topmodel, dass mir Spaß gemacht hat, alles. Wie ich rumgekommen bin, und da hatte ich die Möglichkeit, noch über mehr am Eve zu schaffen. Und dann habe ich auch viel gemacht, während der Sendung in Deutschland. Ja, es war eine flotte Zeit. Durch die Sendung hat er geholfen, also ein bisschen als Sprangbrett, so für. Aber schon in Deutschland. Schon in Deutschland. Und da das dann auch du begrenzt bist, natürlich, du hast ein bisschen sich anders das orientieren. Natürlich, du hast gesagt, dass du eine Decision getroffen hast, es geht um meinen Job, es geht um meinen Beruf, du hast dich anders ein bisschen orientieren. Und du bist da wo gegangen? Da sind ich mal als ersten Paris gegangen. Und da hat es mir gar nicht gefallen. Ich finde es furchtbar davon, weil nicht wenn es der Stadt, aber wenn es der Ambiance an dem Business, wo ich geschafft habe, in Paris, war das ganz furchtbar. Es war war alles ganz materialistisch, war alles, Mädchen waren alle immens dünn. Oves, wenn man in das Restaurant gegangen sind, ein Mädchen ein Salat gegessen und dann sitzt es da hin und dann ist mir Spaghetti bestanden. Da war ich oh mein Gott, das ist nicht viel. Das war eine schlechte Erfahrung, das war natürlich eine schlechte Erfahrung. Du hast davon gesehen, was die Miete ist, was die Miete wie eine professionelle Gefahr hat. Du siehst, das ist auch relativ, das Ganze. Ich meine, sie sehen auch von den Maga-Modellen irgendwo oder probieren, hochzukommen. Nein, das nicht. Das geht gesagt, so, für das besser durchgestellt wird. Egal, wo du hingehst, das ist immer noch das. Weil sie gerne haben, wie ihr seht, beim Kleiderbügel gesagt, am besten aus. Und Mädchen, die sind einfach keine Formen, da hängt es drauf und das sieht aus wie beim Kleiderbügel. Das heißt, du musst dann aber so angestellt sein, am Kopf für so zu sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht... Dein Ding ist das aber nicht. Nein, gar nicht. Ich kann mich auch da gar nicht an die Leute versetzen, für wie die das... Ja, ich weiß, dass die so dünn sind und gar nicht essen und die haben gar keinen Frieden, die sind noch gar nicht froh. Nee, die sind nicht froh. Ich kann mir da nicht viel irgendwie, das ist auch ganz ehrlich geschwärzt, das ist auch nicht flott. Rein vom Weiblichen gesehen. Das ist auch nicht flott. Nicht als Mann, sondern einfach so. Also, wenn ich schon nicht die Nähte das sehe, das ist nicht flott. Das geht am Anfang, da gibt es am Anfang mehr geholfen für ein Produkt. Das ist auch die größte Frage, ich habe mir so Gedanken darüber gemacht. Wenn es hier geht, du hältst Schauspieler, du hältst Sänger, du hältst Modelle, das alles wird etwas gemeinsam, das mit Casting, es viel mit Casting geschafft, viel durch Casting entdeckt. Aber die einen verkaufen Lieder, die anderen verkaufen Rollen, die verkaufen andere Figuren, an irgendwie sich selber auch, aber an ihrer Branche scheint es aber damit zu tendieren, bis auf ein paar Ausnahmen, Topmodellen, scheint es aber damit zu tendieren, dass er in dem Moment just benutzt wird als Kleiderbücher. Das ist richtig, aber das hängt ja auch immer davon oft, gibt ja immer verschiedene Castings. Das Casting für Catwalk, das Casting für Foto, Casting für Zeitungen. Das ist ja immer anders. Und da gibt es auch immer ein anderes Genre von Mädchengesicht. Das heißt, für den Catwalk, da checken die Agents schon einfach die Leute dahinter, also die Mädchen dahinter, die schon, die müssen wie Designer auch gerne die Kleider präsentiert können. Das ist schon ein Fehler, eine Präselektion, das ist eine Kollektion entwerft, die sieht halt, die weiß schon, was der für Modellen hat. Was geht es da noch außer Kleider für zu feiern, wo an dem Beruf du sein Geld kann verdienen? Die Face-Modeln, an Handmodeln und alles. Was ist da noch auf der Schiene, wo du fährst am Moment? Am Moment meine ich, also schon nie viel Catwalk gemacht, weil erstens auch, weil ich nicht die Formen habe, die sie gerne hatten. Gut, keine sind null daran, also das muss ich mir schon erklären. Also du hast da nicht die Formen, nee. Ja, ich sehe nicht, ich esse ja aber all Tag gesund. So unbedingt. Das geht doch ganz. Und voilà, dafür, ich meine, mehr Katalogen, mehr sexy Fotos, das ist ja normal, wenn du ein bisschen mehr Kurven hast. Ja. Voilà, da gehst du auch direkt mehr gefreut für Innerwäsche und so. Der Catwalk ist am Anfang etwas, was du gut im ist oder was machst? Doch, natürlich, wenn ich Fred für eine flotte Mondschau an einen, wo du nicht musst, 40 Kilo weihen, so nicht gerne, ja. Als hier am Land auch irgendeine Möglichkeit? Du kannst irgendwie mal etwas machen. Weil ich meine, du kannst Püppen machen. Ja, ich kann, also mit dem Eve schaffe ich noch
an Brama mal nächst sind natürlich nicht so viel Möglichkeiten wie irgendwo anders, weil wir so klein sind, weil auch das nicht das Land hier ist. Es geht auch nicht so viel aus für sich so an dem... Du warst schon der Buch gewesen für im Ausland, so ein Teil dann so sein... Ja, wisst ihr mal, wo kann man Basta drin am Ausland? Moment sind ich noch hier. Ja, Lützburg, ja, nee, ich meine, nee, auch schaffmäßig. Ja, auch bis ich am Bram fertig schon und dann werde ich bis auf Paris. Da gehst du nach Paris. Du feiert aber nach Paris an der Branche. Nee, muss ein Cadeau gewesen. An die andere steht Deutschland. Deutschland ist echt mehr kommerziell. Das ist mehr Werbungen, mehr... das ist noch anders. Wenn du zum Beispiel auf New York willst, die alle Model, weil du irgendwann denke auf New York, weil du ja das Land von der Möglichkeit und da musst du eigentlich zu Paris, Mailand, Barcelona für dein Buch ein bisschen, weil das ja alle Fotografen ein bisschen andere Genre. Und da musst du an dem Buch eben von allen Genres pure Fotos haben, für dass du zu New York zufrieden sind. Und dafür musst du dann an alle Länder denken, ja. Erste kannst du auf New York. Aber es gibt auch natürlich Ausnahmen. Kannst auch direkt auf New York gehen. Vielleicht ist die Glück. Vielleicht ist die Glück. Vielleicht was da am richtigen Moment da kommt. Was gibt es da noch zum Beispiel noch oder Medisch? Was gibt es da noch? Nicht nur die, auch nach anderen Medisch. Aber ich für Mädchen dreht ja, aber ich weiß, wie das immer so auf der Telekom so. Da kommt ich auch nach der Castingshow und ich selber sind noch ein Fremder extra davon. Mädchen gucken da. Wenn ich drehe mit 15 Jahren von so Sachen, was siehst du dann? Du hast den Weg gemacht, du hast eben die Chance, eben auch durch die Präsenz, ich meine das auch durch die Ausstellung, durch die Präsenz, das heißt, du wirst ja auch nicht so weit kommen, weil für uns zu kommen, an den Beruf zu schaffen. Was gehst du dann noch einfach zu einem Mädchen, so, weil du 15, 16 Jahre hast, aber du einfach 16, 17, wo auch schon ein bisschen, wo man jetzt im Teenageralter schon, weil du so im Teenageralter nach. Was gehst du dem dann mal auf den Weg gehen? Bon, ich so immer, ich war auch 17 natürlich. Aber wie ich reinkomme, ist meine Schule fertig gemacht. Wenn ich dort Möglichkeit hat, für Hannover weiterzumachen, soll ich nicht machen. Am besten wäre natürlich die Schule fertig zu machen und dann zu gucken. Ich meine, dann ist ja recht. 18, 19. Das ist ja noch alle Zeit von der Welt. Und sowieso fand ich zu frei, wenn ich auf Casting gehe und du sitzt ein Mädchen von 14 Jahren schon. Sonst mal, das ist noch nicht. Ja, ich meine, du sind dann auch im Moment gewiss noch Delta, aber dann Schuld. Das ist richtig. Aber die sind vor 15 Minuten sind nur im Hai am Balla. Sehr geil. Ja, wir sind allerdings ganz froh, dass du kommst. Wir gucken dann den nächsten, vielleicht eventuell in die Wochen reinkommen. Ja. Ich wollte schon mal lange, weil du den hältst als Zweite für zwei. Als Erste für zwei. Vielleicht dann den Nief. Ich meine, Lof kommt mittlerweile. 15 Kilo. Ich muss nochmal so kleine Witze haben, du weißt, an diesem Tag hängen. Also ich sage mir, dass du kommst. An der nächsten Preis soll ich merci für nur gucken, am nächsten ist dann Rimbahn, Rimmekecht, Balla, den 15 Minuten Tag. Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich herzlich zum Balla 15 Minuten Talk. An mein heutigen Gast ist den André Mergenthaler. Schönen guten Abend, Enter. Salut, Leo. Und er war eine nationale Equipe für Cello. Das ist genial. Die nationale Equipe für Cello. Du gehst bestimmt drauf spielen. Ja, ich will für am Goal, gebe ich für am Goal. Du warst Cellist bekannt, ganz Lützburg, auch über die Grenzen ein bisschen raus. Ja, also bekannt ist man so, das ist relativ. Ne? Über die Grenzen raus, gebe ich so
geht mir mehr bekannt den gerade schon drastische Ruf als oder vielleicht auf sporadische Plätzen oder so mit der das ganz komisch im Land wo jedet für das klein Land nee das also voilà, was bekannt das relativ was mich interessieren noch die Leute die dich heieren hun op dem cello du fängst an sich also dann ein Instrument an du spielst an einer humre ganzen Orchester von cello ja, so können nicht so, voilà, so kann den das beschreiben dat as technisch bedingt. Total ja das dank einem kleinen Apparat den im Boden leiht eng Loopstation den hat die für sich bündet für Cellisten natürlich konzipiert gehen als wen denkt schon Technik an cello die für Gitarristen gemäht gehen japanisch Ingenieur okay machen wir einen kleinen Apparat einen Pedal den Boden wir können gitarristisch selber abholen Akkorden oder so und dann die waren improvisieren drüber spielen sich zusammen sehr schon hat zufall entdeckt merkt du was genial für den cello effektiv das klappt das relativ kompliziert von den Musik viel da man schaffe für das dat da sind dat vergöst am Prinzip dafür op du spielst du spielst op du live op op der Bühne du kannst den kleinen Apparat den Boden man du hast gut Strom du kannst natürlich auch viel Sachen oppeln interessant wie Playback an du hast einen Strand und dann dreht den man Fuß op Pötter und dann hält die op was die spielt okay das den Cello mit der Pötter mit dem Kabel verbunden und dann bei den Anker direkt dann hält man doppeln und dann könnt dat die gespielt wird als Loop permanent zurück da kannst du Druck da kann einen Druck spielen anderem Druck spielen anderem das ist der wo du siehst das ist die ganzen Orchester die in der Lös du entstehen das ist das Prinzip sich ganz einfach mehr gut für Musik zu machen das ist natürlich ein bisschen mehr kompliziert ich hatte die große Chance ja auch für dich zu filmen an also so mir weise kein Filmausschnitt das Prinzip das können abblenden das ist egal nämlich die größte Ehe für dich zu Ding beim OPL-Orchester okay das hast du gefilmt das für ganz fein dat war flott Moment dat war allerdings uni Lupe dat war just war ganz flott Moment ich hat gefilmt sich op der DVD von ganz kleinen Extra wie aber Drehmaterial nach total gefilmt immer Stress gute Erinnerung das schon ein Zeit hier nach Sachen die mich Konst impressioniert und dazu die Sache der Film beim Film die Filmmusik sich schrei für viel Produktion ich sitz ein an der Cinemathek das auch schon pro Jahr hier an du hast dann den Nosferatu Dienst du musikalisch live das ist ein gut das besser wie begleht ja das besser weil Begleitung das immer so komisch an das war auch ganz flotten Moment merci nach und Cinemathek dass die Projekt gemäht und das war ein guter Moment ich den Nosferatu gut kannt weil ich schnell für run mit einer französischer Gruppe wo ich schlage spielt und Erzeut war op enger Welttournee man Nosferatu live begleet mat feier Musiker aber mat viel Technik bis mir opwendig wie der Cinemathek an duch war de Projekt interessant und die Film natürlich ich kann den Film vun Han no 4 vu 4 Han also relativ war dat net so kompliziert ich konnte relativ sehr flott der Cinemathek gespielt du hast schon enke gemerkt Nee, nie allein gemäht beim Shadow. Just mit dem Erzeug hun gemäht, also ich schon die Film gut kann. Und schon natürlich ein ganz anderer Musik gemäht wie Erzeug forcément, weil ich lang war. Und ich hatte die Zeit hatte schon Klupen oder nicht Dach Schatze mich war noch nicht so damit geschafft wie heute. Das war ein bisschen wie war am Anfang. Ich hatte noch nicht so beherrscht die Technik. Dat ganz diskret geméet an wie en der Mod mé Atmosphär Partitur du kannst du de Film de Film le du
du sitzt mit dem Cello, du gehst ran an Bilder an, das Improvisation. schon natürlich präpariert schon geschafft da kannst du das zu lernen für offen zu film kannst für voll zu improvisieren man vielleicht als Pianist kann ich das vielleicht machen so gebe ich mal so ne? Du hast das mit meinem Cello bon das ist ein Problem dass du kein Polyphonie du hast kein den Cello du hast ein bisschen Dinge schon natürlich präpariert mehr nicht schon kein Partitur geschrieben und dann der Partitur das absurd am Blick schon natürlich voilà. So, Sequenz voilà. Oder Struktur vom Film natürlich Rhythmus vom Film geguckt oder Rhythmus vom Film dem mich arrangiert als Cellist als auch an der Cinematik an ein relativ kleine Kino trotzdem aber trotzdem das noch nicht für du von Musik kann man musikalisch bleiben hast nach für so Projekt Film begleitet oder Lohn das relativ selten leider immens gerne viel gut Film also ja mit das Cinema live was dann immer ja das man großen Carl Davis was dann immer gemerkt du könnt ja aber hin und dann könnt ihr vielleicht mal einen Unspruch vielleicht Emission selbstverständlich vielleicht man Claude dann das ganz interessiert das natürlich nicht also das ich denke dass können ein Moment Produktion nicht weiß sie hat so Großproduktion nicht in der Zeit der Dugang Napoleon drei Projektionen weil Carl Davis Orchester wie Nosferatu da sind mir kleine Film do wo Cello jo immens passen do nach am Archiv Tonnen Filme genial Cinematik Material du können Aliosen in Projekt machen ich muss das fantastisch dann hört den der Film auch schon du die schon gut das schon immens als Musik du schon eng das ist schon an einen guten muss ich schon wirklich ganz schlecht für das stehst du muss ich schon das wird dir schon etwas genial anders da doch ganz flott wären das sind immer an einen kleinen Kader ich fand so Film man dann an einer riesen Halle ja das ein Rapport bei der Kasse natürlich mir einfach schon mal du bei dir wost du aber nach Plan total große Fan von Stummfilmer schon lever Schwarz-Weiß-Film alle Filme wo nicht viel geschwert gibt einfach instinktiv forcément lande ich dann immer bei den alle Stummfilmer die große Schwarze die ganze Periode Expressionismus das ist fantastisch du Cello gespielt nee dürfen Musik gut gefangen ganz genauso gefangen wie dann dürfen das flott also das Roderscher Harmonie municipal für 100 Euro ich war als Saxophonist ich war die kleinsten den du an der Musik war meine ich ja am Moment nimi so viel mehr das tun Zeit auch gemäht das leider lohne mir aus diverse Gründe ein bisschen verflohen das schön weil das war nur die Kontrast zum Cello Cello an der Leben kommen Saxophon gemacht Saxophon gespielt als kleiner Bo so an der Musikschule zu Peting an der Harmonie municipal zu Rodange an hat man du dann so ein Instrument das war relativ mysteriös nie ein Cellist gesicht spielen irgendwie macht ein Instrument mit dicke Seiten so. Nicht kein Geige kein Kontra war ein Cello und ich wollte schon den Cello lernen zufälligerweise also da Chance wir sind einfach 100 Millionen im Moment dritter Platz sind zu Peting an der Musikschule ein Cellosklasse hast du die Musikschule das war die Zeit gegründet ging und du war dann so eine immens Dynamik für das und du hast den Herr Malach Georges Malach den Solo-Cellist aus dem dezeitigen Radio-Orchester von RTL war du der Professor hatten zwei Schüler und da hast du du mal hingelegt das war direkt Glas und du warst direkt fasziniert
passioniert von dem Instrument. Aber schon nicht ganz kompliziert Instrument, also am Anfang quasi just war ich 10 Jahre so. Aber 10 Jahre ist relativ spät, das ist mir bon. Das war spät. Das ist relativ spät, ja. Das Streichinstrument so 5 Jahre, 5, 6 Jahre. Ja, gesagt, auch die Geiste schon. Simon hat schon gesagt, schon Chinesen, aber 10 Jahre spielen die schon. Die sind nicht schon fort. Schon Patienten fort. Die sind nicht schon fort. Das war direkt groß Passion, die bis haut blieben ist. Das hat du gesteigert. Du hast du siehst auch nach innovative Möglichkeiten. Ja, absolut. Das ist ein Instrument, wo Möglichkeiten sind unbegrenzt. Das physikalische Gründe, das ist ein Instrument mit Zeiten, das Schwingen, am Anfang etwas immens Primitives, und dadurch auch immens sind immens viele Möglichkeiten, denke ich. Und voilà. Sind wir am Gang schon die persönliche Move gemacht. Wieso Move gemacht? Ja, ja. Wie hast du das Plan mit Projekt, die du hast am Jahr, am kommenden Jahr? Weil das sind paar Sachen, das ist so nicht, das sind paar Sachen, wie üblich, denke ich, mit Ballet, wo ich Ballet live begleite, was immer flott ist. Vielleicht kein Film, ich weiß es nicht. Hoffen. Ja, das sind so Sachen an der Schwebe, aber bon. Konzertmusik gucken, das könnte man so relativ kurzfristig. Alter, wir haben 15 Minuten Tag. Seriös? Das ist immer eine Stunde lang geschwätzt. Na ja, komm schnell, kannst du propagieren. Man ist noch das ist cool. So, dann merci, das ist noch merci, das ist anders von der Flott für einen für sich so voilà. Tipptopp. Voilà. Gut. Ich soll ich auch vielmals für nur gucken an bis dann die nächste bis hecht Balla den 15 Minuten Tag.